LA's fine, the sun shines most of the time, and the feeling is laid back. Palm trees grows and the rains are long, but you know I keep thinking about making my way back. I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between the shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I heard myself to no one there, and time lost and I can't even say why. Leaving me lonely still. Do you know the story about a frog who wants to become a king? And yes, actually, he became one. And it's a story about myself flying between Cologne, Germany and Los Angeles, California. I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between the shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I heard myself to no one there, and time lost and I can't even say why. I cry, I say and time lost and I can't even say why. I said to no one there, and time lost and I can't even say why. I said, oh yeah. Ja, wie das immer so ist, jetzt der Hanienbrill, die hat nicht verloren. Die Kanienbrill, die mögt jetzt irgendwo sind, da ist sie auch nicht. Anja, bist du mal so lieb und guckst mal, ob die vielleicht doch da hinten irgendwo liegt? Wenn ich dann irgendwann die Zähne vergesse, würde mir das auch sagen, aber das dauert noch ein bisschen, hoffe ich doch mal stark. Und jetzt könnt ihr das gleich. Ja, bevor wir jetzt gleich unsere wundervollen Gäste vorstellen, irgendwann habe ich die Brille los. Ah, siehst du, ein herzlichen Beifall an Anja und Ulla, die zusammen das Management machen. Was wäre ich ohne diese Damen? Und ich wollte euch jetzt einmal ein neues Lied vorsingen.
Und was schön war, ich war gestern in Krefeld und da kam ich rein, da sagte der Veranstalter, der ist auch gleich, der kommt auch gleich, sagt er, hier stehen die Stühle. Da habe ich gedacht, brauchst du schon einen Stuhl oder brauchst du schon einen Stuhl, wenn du irgendwo hinkommst? Aber es war nett, dass er daran gedacht hat und das war aber doch dann für Ulla gedacht. Und jetzt möchte ich euch einen ganz wundervollen Song vorsingen und ich hoffe, dass dieser Song euch gefällt. So. Die Nummer 60 mal 2. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling world can be turned away, and it takes a moment and it seems me through. It's enough for the restless world just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed warrior that we got this far. And can you feel the love tonight? How it lay to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. There's a time for everyone if they only learn. That's a twisted kaleidoscope, move us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors, when the heart of the star-crossed voyager beat in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wild-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love tonight? How it lay to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Oh yeah. Ist ein Unding, dass die Frauen ein Lied lieben, was im Grunde heißt, Mädchen machen Jodisch an andere. Ne? So, und hatte ich vorgestern in Düsseldorf gesagt, was sagt man denn hier? Haben die gesagt, verpiss dich. Naja, gut. Aber in Amerika gibt es eine nettere, feinere, süßere, nettere Art zu sagen, pass auf,
nimm Dinge Krempel, mach Jod, dann dreht die sich um und sagt, ich liebe dieses Lied. Ja. Völlig, ja, passt gar nicht zusammen und es ist aber so, wie es ist. Let me go, 'cause I don't love you anymore. To live a life would bring us pain. Dankeschön. So, und jetzt kommt der Jingle und wir begrüßen für heute Abend mal ganz fantastische Gäste hier. Und als ersten Gast begrüße ich Dr. Marc Richter. Welcome to Wolfgang's Late Night Show. Ein toller Abend mit fantastischen Gästen. Als zweiten Gast das schrecklich nette Ehepaar. Wo sind die beiden? Aus Köln natürlich. Die Breuers. Yay! Welcome to Wolfgang's Late Night Show. So, und dann begrüße ich natürlich recht herzlich Happy Hendrich. Ist das Gelsenkirchen oder Krefeld? Ruhrpott. Hey! Welcome to Wolfgang's Late Night Show. So, und haben wir haben eigentlich nur Highlights hier. Und dann begrüßen wir, ja, eine Sensation aus dem Ruhrpott. Okay? Also nach dir, sage ich jetzt mal, den lieben Michael. Der Kütter.
Late-Night-Show. So. Und einen Riesenbeifall für unsere Technik für André Gerner. So, jetzt setzen wir uns alle hier hin und jetzt geht das los. So, jetzt wäre es schön, wir hätten jetzt 7 Kölsch. Also nicht 6 Kölsch, 7 Kölsch. Achso, 6 Kölsch und ein Wasser. Ja, yeah, der. So, fängt der Stress an. Also, ich sag mal so, normalerweise, wo ich am Tisch sitze, gehört eine Christstollen hin und machen die affizielte Schokolade. Aber sieht trotzdem nicht verkehrt aus. Ja, wir wollen euch heute Abend ganz, ganz tolle Musik darbieten. Wir wollen euch und wir möchten euch heute Abend ganz viel Interessantes euch bieten. Und ja, Michael, wen hast du da mitgebracht? Ja, erstmal wunderschönen guten Abend. Ich habe euch jemand mitgebracht. Ich stehe mal ganz genau. Hallo, jetzt ruhig. Das ist der Herr Schwarz. Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Genau. Und der hat einen Migrationshintergrund. Ich komme aus Ückendorf, genau. Ihr kennt ihn bestimmt nicht aus dem Ruhrgebiet, aber im Laufe des Abends werde ich euch noch ein bisschen was erzählen. Und ich glaube, da werdet ihr viel Spaß haben. Das denke ich auch. Danke, dass ihr hier sind. Tschüss. Ja. Der Herr Schwarz, Der Herr Schwarz, genau. So, und ja, mein erster Talkgast heute Abend ist Dr. Marc Richter. Jetzt kriegst du das Mikro. So, und hallo. Ja, viele kennen dich durch, denke ich jetzt mal, Fernsehauftritte, primär DSDS. Ja, leider. Nicht leider. Ach, Quatsch, ja. So, und ich sage immer so, ein Kollege, der normalerweise, wenn er singt, gar kein Mikro braucht, wir sind hier in Köln. Wie ist dein Name, Kind? Rosi. Rosi, du bist jung. Rosi, ich helfe dir. Nicht so eine Brühe, wie wir in Düsseldorf haben. Ne? Kennst du, wenn der Kölsch so lange in der Hand hält, wird es kalt. Bier für mir. Wunderbar. Der hat die richtige Kühle. So, lieber Fred, du hast ein leeres Glas, ne? Das freut mich jetzt noch mehr. Ne? So. Nee, alles klar. Einfach. Der Klüttemann. Was, du hast so Kölsch. Ja. So, jetzt erheben wir das Glas und dann wünschen wir uns alle eine schöne Abend. Und wie sagt man selber in Köln, Prost zusammen, oder? Prost. Zum Wohl, ja. Prost, Nickschnaps. Hallo, Frau Glasnier. So. Cheerio, bis Sophie. So, erstmal Prost. Oh, das schmeckt. Das schmeckt gut. So, Marc, also, vor deinem Namen steht ein DR. Ja, Wofür steht das? das steht für Dr. Renat. Steht das. Ich bin Chemiker tatsächlich und habe in der Chemie promoviert. Ja. Herr geht. Chemie und Nee, sehr Physik schön. war meine schlimmsten Fächer. Aber du hast das also promoviert und... Ich habe da promoviert, genau. Ja, im Fachbereich der uranbasierten ionischen Flüssigkeiten. Sehr interessant. Muss man wissen. Könnt ihr uns alle sehen? Ja, wir kommen doch alle mit. Ja, okay. Ja, und das war sehr interessant. Das war ein Lebensabschnitt, den habe ich dann aber auch abgeschlossen. Wurde dann Lehrer. Ja, ist ein Abstieg, ich weiß, Chemie und dann Lehrer. Eieiei. Aber dann wieder ein Aufstieg zum Marketingmanager. Ja, also auf jeden Fall, aber erzähl uns doch mal, auch wenn du sagst, naja, aber trotzdem war es doch irgendwo ein Erfolg, dass du bei DSDS so weit gekommen bist und alle waren ja von deiner Stimme total geflasht, kann man doch einfach sagen, oder? Ja, ich war also unter den letzten 35 von 30.000 bei DSDS. Ja gut, okay. Ja, das war auch eine wunderschöne Erfahrung, weil mir hat das viel gebracht, Samstagabend vor 5,6 Millionen im Fernsehen ausgestrahlt zu werden. Danach war das Jahr mit Jobs voll, also das war in Ordnung. Und man sagt immer, ach, ja, die Jury, alles gefaked und alles Quatsch und so weiter. Nein, alles super nett da und das sind alles nette, freundliche Leute und ja, wer da eben fertig gemacht wird, sag ich mal so, hat es auch nicht anders verdient. Dann könnten wir jetzt den Schiene laufen lassen, ne? Aber ist es ja. Ja, und
ich würde jetzt einfach mal sagen, ich behaupte jetzt einfach mal, wir kennen uns so im 2. Jahr, behaupte ich jetzt einfach mal so, wir zwei uns. Ja. Und also auf jeden Fall, ihr werdet ja nachher seine Stimme hören, also eine fantastische, fantastische Stimme, wo ich immer sage, die braucht eigentlich gar kein Mikro. So, und daneben haben wir eine Jung aus, ja, ist das Gelsenkirchen, Krefeld, Schalke, ne? Oder ist das Dortmund? Nein, Was denn? das ist Krefeld. Ja, aber wo bist du Fan von? Ich bin gebürtig aus Amsterdam. Ich bin Holländer. Ach du liebe nicht. Ja, aber die lieben wir natürlich auch. Die Holländer sind ja auch generell nette Menschen. Du hast Ja. mich kennengelernt, ne? Ja, das kann ich nur so bestätigen. Ja, aber du wohnst jetzt in... Ich wohne in Krefeld. Ich wohne, bin jetzt 58, ich wohne 57 Jahre in Ja, Krefeld. das wollt ihr jetzt ja ein bisschen, wie alt du bist, aber na gut. Also er ist 58, einen tierischen Beifall, auch solche Menschen haben wir hier. So. Und also als 58-Jähriger bist du das erste Mal nach Köln-Mühlheim gekommen. Nee, das ist falsch. In Köln war ich das schon öfter. Ja, aber das ist ja Köln-Mühlheim. Köln-Mühlheim, Köln ist Köln, ne? Ob in Lippe ist oder Mühlheim. Also Köln das ist sehen wir Köln. anders, ne? Also das werden wir nachher erklären, wieso das anders ist. Aber also der Dom ist ja linksrheinisch, ne? Und rechts ist das Friedesser-rheinisch, die Schilsig, ne? Und aber das werden wir dann nachher erklären, warum Köln nicht immer so genau Köln ist, ne? Dann erklär du mich das für dich, wieso noch nicht. Ja, und wie gesagt, du wohnst also jetzt zu Hause, also in Krefeld. In Krefeld. Ja. Ja, ich habe schon mal die blöde Antwort, wo wohnen Sie denn? Dann sagte der eine, ja, zu Hause. Ja. So geil. Aber auf jeden Fall hat man dich hier durch Düsseldorf durchgelassen, dass du nach Köln kommen konntest. Ich hatte einen Freischein, ja. Alles klar. Ob die Luft fahren. So, dann neben uns haben wir ja das besonders schreckliche Ehepaar, oder wie heißt das hier, oder wie? Das schrecklich nette Ehepaar. Das wird sich gleich noch rausstellen, dass ich der nette Teil bin. Aber also ich fand auf Paul seinen Geburtstag war er aber auch nett. Also Ja. hat er Ja, ich hatte das ihm ja versprochen, ohne- dass ich ihn mitnehme zum Geburtstag, zur Goldhochzeit. Die Goldhochzeit. Genau. Allerdings mit der Bedingung, ich muss ihn normalerweise um 22 Uhr in Time zurückbringen. Und dann habe ich gesagt, okay, du darfst mitgehen, du brauchst dann nicht ins Heim, darfst dann bei mir bleiben. Paul wollte ihn auch nicht haben. Christa hat schon direkt abgewehrt, also was soll ich dann machen, ne? Ja, weil Sperrmüll kommt ja immer nur freitags. Ne? Oder? So, ich meine, aber was Tolles, also jetzt muss ich eins sagen, wir beide haben ein gemeinsames Hobby. Ich rede nicht vom Sex, ich rede vom Malen. Ja, ist auch ein Malhobby. Ich male unheimlich gern, ich bin aber mehr so der Schwarz-Weiß-Maler, so Blick-Flick, weißt du. Bei mir ganz ein paar Striche Ja, wer machen. kennt den noch, ne? Da muss man schon mal älter für sein. Ja, ich sag immer so, das ist die Chibo-Generation, ne, von den Chibo-Weihnachtsheftchen. Ne? Dann nicken so die Hälfte und dann weiß man, in welchem Alter man sich befindet. So, jetzt erklär du mal zwischen dem Suffe, warum Köln nicht Köln ist. Na, sag mal, Köln ist die Hauptstadt vom Rheinland. Und wenn du kennst das selbst, du bist ja viel unterwegs. Und wenn du irgendwo bist, weit außerhalb von Köln, dann bist du immer noch in Köln. Mallorca zum Beispiel kennt jeder. Wo bist du her? Fahr Köln. Fahr Köln hört sich schon gut an. Ja, wo dann da? Ja, Bitburg. Wunderbar. Der nächste, ich bin aus Köln. Der kriegt dann so, Linz, die Kante. Ich bin ein Linzer, ja. Aber ich habe immer gesagt, Köln fängt ungefähr kurz hinter Bitburg an, geht dann in der Osten bis Waldbröl, der Ringeraff bis Neuss, also die linke Seite noch weiter bis Selfkant runter und rein aufwärts so bis Andernach. Ja, bis Andernach. Da hörst du die Kölsche Lieder mehr als in Köln. Das verwundert mich ja. Und wenn ich dann so unterwegs bin, um das noch kurz zu erwähnen, und irgendwie, ich weiß auch nicht, warum es so ist, man hört es mir wohl an, dass ich eine Kölsche bin. Auch wenn ich mein bestes Hochdeutsch schwade. Hören Sie mal, Sie sind aber nicht von hier, ne? Ne, sage ich bin aus Köln. Oh, darf ich Sie mal anfassen? Ja.
Wird an Kolonie passieren, ne? Ja, aber das hört man ja oft so, wenn man auch wirklich im Urlaub, wo wirklich heißt, wo Küste her, ja aus Köln, der wollte ja genau welches Fädel führen. Ne? Also es ist wirklich so, Köln ist, ja, jeder mag es irgendwo, ne? Also sag ich jetzt mal so. Obwohl ich war jetzt ein paar Mal in Hamburg, die können auch nett sein, wenn sie wollen. Das Schöne war ich mit unserem Kalle, war ich auf dem Fischmarkt. Ne? Hat er mir am Abend davor erzählt, ich muss unbedingt ein Matschesbrötchen essen. Jetzt habe ich da 1000 Buden. Ne? Der ging nicht zu der ersten Bude, der hatte eine ganz spezielle Bude im Blick, ne, Kalle. Und da wurde dann das Matschesbrötchen gegessen. Also auch Hamburg ist eine unheimlich geile Stadt, da bin ich sehr gerne, aber Köln ist natürlich Köln, das muss man einfach sagen. Zu der Hamburger, wir hatten Ärztekongress, alles Hamburger in Treffpunkt mit Paula. Was mit Paula oder? Treffpunkt, ne, der war nicht Paula, wo Hingerode-Kirche, ist jetzt das nächste Ort. Und. Ja, genau. Und wie gesagt, wir racken uns der Aufreaktion noch. Und wir sind, ja, wirklich noch. Wir sind fertig, Zugabe. Ich sage, ihr wollt uns verarschen? Wo sind wir da drin? Naja, noch eine Zugabe gebracht, dann an die Theke. Und dann kommen so vereinzelte Ärzte dazu. Boah, das war aber klasse. Ja, sag ich, und kann man das dann Ihnen zeigen? Sagte, das ist bei uns nicht üblich. Hamburg. Ja, also das sind nette Leute, ne? Ja, ich meine, da geht dann jeder und bedankt sich einzeln. Obwohl ich sagen muss, der Fischmarkt ist schon eine super geile Geschichte. Und ich habe auch nie Probleme, wenn ich in Düsseldorf zum Beispiel bin. Letztens habe ich im Üriger, das ist so ein ganz bekanntes Brauhaus, habe ich mein Abschiedslied für das Kölner Dreieckstirn gesungen und alle haben auf den Tisch gestanden. Also Düsseldorf ist vielleicht manchmal sogar ein Touch toleranter als Köln. Ne? Je nachdem, wie es ist. So, jetzt haben wir noch Neffe, den Michael. Habe ich gesagt, ich habe ja so ein irres Namensgedächtnis. Ich hätte gesagt, denk immer an den Rennfahrer, dann weißt du, wie ich mit Vornamen heiße. So, und was wir jetzt natürlich gemerkt, aber wir haben natürlich jetzt den Clou, den lassen wir erst nachher raus. Der Michael ist natürlich, hat auch genau wie ich, sonst könnte man ja nicht existieren, einen Bauch. Ne? So, und deswegen, ich singe und er redet. Also ich bin der Sänger und er ist der Bauchredner. Oder machen es die Kissos, ne? Wir wissen, dass du da bist. Der Geuskenkreis wahrscheinlich. Ja, oder das weißt du schon, ne? Der Geuskenkreis. Ja, das ist unser Mann, der das Tonstudio hat. Letztens sollte er in Köln sein, wo war er? In Weilers ist. Ne? Wer weiß, wo er jetzt ist. So, Michael, erzähl mal, wie bist du dazu gekommen zum Bauchredner? Ja, ich mache den ganzen Quatsch schon über 26 Jahre. Ich glaube, sieht man mir gar nicht an. Nee. Und ich habe das natürlich in ganz Deutschland gemacht, aber es ist ganz schwer, als Karnevalskünstler nach Köln zu kommen. Das wisst ihr alle. Da gibt es die bekannten Bauchredner Fred van Halen, Klaus und Willi, Peter Kerscher. Und obwohl das ja keine Kölschen sind. Das sind keine Kölschen, aber die dürfen ja wenigstens auftreten. Ja. Und ich habe es dann geschafft, so die Randgebiete von Köln endlich mal zu bespielen dürfen. Und vor 2 Jahren kam dann die Agentur Ahrens auf mich zu und sagt, Michael, jetzt ist es soweit, du bist für Gürzenich gebucht. Dann war ich erst mal im Gürzenich aufgetreten und danach im Maritim und wie das so ist, immer weitergereicht. Und jetzt bin ich mittendrin und macht mir Spaß für die Kölner, schön Faserlore zu feiern mit denen zusammen. Und auch mit meiner Hilde, die später kommt, verrate ich noch nicht. Da richtig was für die Lachmuskel zu tun, da kommen wir gleich noch zu. 26 Jahre mache ich den Blödsinn. Aber im Ruhrpott, sag ich mal, bist du eigentlich schon eine Nummer. Da kennt man dich schon. Nicht nur im Ruhrpott, ja, auf anderen Gebieten, aber in Köln, da war ich noch nicht so bekannt. Ja, aber das wird sich ab heute Abend ändern. Ich hoffe das. So, jetzt freue ich mich eigentlich, wir machen das richtig gemütlich hier. Wir wollten erst 2 Tische aufstellen, habe ich gesagt, sieht das so aus wie eine Jury, wo wir nachher so die Dinger hoch hatten, 1, 5, wie beim Eishockey oder beim Eiskunstlaufen. Haben wir das so gemacht und ich wünsche euch jetzt, ja, einfach mal, ich habe ihn gehört und habe gesagt, boah Junge, du bist jetzt gefragt, du musst deinen Stick abgeben, das Kölschglas stehen lassen und dann habe ich gesagt, boah, was ist das für ein geiler Song. Und ich wusste überhaupt nicht, dass den ein Kollege von ihm singt, der kommt nämlich auch aus. Und mittlerweile habe ich dann auch gewusst, dass es gar nicht sein eigenes Lied ist, aber er interpretiert das so fantastisch, dass, genau,
Junge, das Mikrofon liegt hier. Normalerweise trägst du einen Schal. Den Butz rutsch auch, ne? Hast du das Gefühl, oder? Das ist mit Männern mit Bauch üblich, ne? Weil ich habe ja auch eine. Wenn auch kleiner wie deiner. Ja. Kann ich das nochmal schriftlich? Das tut so gut. Ne? So, also, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einer wunderschönen, also mir hat das richtig geil gefallen und ich hoffe und wünsche mir, dass es euch... Machst du mir einen schönen Hall drauf, ja? Ja, wir machen alles. Wir lassen die Originalplatten laufen. Mach ich das bei dir, aber nächste Mal auch. Jetzt. Das andere ist wahr. Egal was wirklich war. Egal was andere fragen. Das was wir fühlen nicht wahr. Egal wie sie uns finden und wie sie sich empören. Sie können uns nicht trennen, solange wir uns gehören. Ich weiß genau, wohin wir gehen. Ich seh, was keiner sieht. Ich glaub an unsere Liebe, egal was auch geschieht. Die vielen schweren Stunden, die Tränen in der Nacht, die unsichtbaren Wunden haben uns stark gemacht. Und bist du schwach, dann halt ich dich, und weinst du, bin ich da. Ich bin dir immer nah. Und bist du schwach, dann halt ich dich, und weinst du, bin ich da. Wo immer wir auch gehen, ich bin dir immer nah. Ich bin euch immer nah. Heute, morgen. Seid euch auch alle nah. Ich wünsche euch für dieses Jahr eine besinnliche und friedliche Weihnacht. Kommt gut ins neue Jahr und denkt an eure Mitmenschen. Egal was andere glauben, egal was sie verstehen, egal was sie uns rauben, der Traum wird nie vergehen. Ich weiß genau, wohin wir gehen. Ich seh, was keiner sieht. Ich glaub an unsere Liebe, egal was auch geschieht. Freunde, seid euch immer nah. Denkt zu dieser Jahreszeit an Menschen, denen es dreckig geht, die auf der Straße leben und wo das Elend auch groß ist. Egal was auch geschieht. Dankeschön. Was mir an dem Titel gefällt, ist, du kannst das immer wieder anders machen, du kannst interpretieren, du kannst da alles reinsetzen zu jeder möglichen Situation, und das ist der Grund, warum ich diesen Titel gemacht habe. Der gefällt mir deswegen so gut. Du kannst reden, machen, Ton, Quatsch dazwischen machen, und das ist ein ganz, ganz schöner Song. Welcome to Wolfgang's Late Night Show. So, und
jetzt, ich gucke jetzt gerade mal, bist du so lieb, ich gucke dich jetzt gerade an. Nee, nicht umdrehen. Bist du so lieb und könntest den Stuhl, der da vorne steht, hier noch hinstellen, dass wir einen herzlichen Beifall, extra vom Niederrhein gekommen, und uns hier einen Stuhl zu bringen. Und ja, jetzt möchte ich euch einen ganz, ganz, ganz besonderen, fantastischen, liebenswerten, wunderbaren Menschen vorstellen. Ich rede jetzt nicht über mich selber. Ulla, was bist du denn am Essen? Kind, was mümmelst du denn darum? Äpfelschlot, naja. Dann machen wir weiter. So, ich freue mich ganz besonders, ich muss ihn jetzt ganz kurz von seiner Freundin wegziehen, unseren lieben KD Keusken. Junge, du kommst jetzt mal hier auf das Stühlchen hier. Jetzt kannst du gucken, wie du willst, du kriegst jetzt hier hin. Welcome to Wolfgang's Late Night Show. Ein toller Abend. Also, das ist also wirklich ein ganz fantastischer Mensch und für mich hat er für mich persönlich und auch für viele andere, eines der besten Tonstudios, die wir hier in Deutschland haben. Also ist das Keusken Studio und jetzt eine kleine Geschichte, weil wir ja nicht im Pfandhaus sind, habe ich gesagt, ich hätte so gerne ein Piano hier. Und dann hat er dieses mega geile Fender Rhodes aus den 70ern, auch im Studio. Dann hat er gesagt, Wolfgang, kein Problem, kannst du geliehen haben. Ich weiß nicht, wie viel Kilo der Scheiß wiegt. Aber wir waren bestimmt, ich rechne mal, 40, 50 Kilo wiegt das Teil. Pro Person. Pro Person. Dann hab ich das endlich ins Wohnzimmer gekriegt, habe ich es angeguckt, habe gesagt, ich liebe dich. Aber das jetzt zur Late Night Show zu bringen, ist am Arsch. Das wiegt so viel, das Ding. Aber ich bringe es ihm natürlich wieder zurück. Er hat wirklich eine der besten Tonstudios und ich arbeite seit bestimmt schon 2 Jahren bei ihm. Und wir haben jetzt Hollywood Hills Records in Deutschland gegründet und hatten vor 2, 3 Wochen unsere Eröffnungsparty bei ihm und sind ganz stolz, dass wir sein Studio als Partnerstudio haben dürfen. Ich sage jetzt mal einfach so, ich muss jetzt ein bisschen protzen, dass ihr das ein bisschen versteht. Hier wird nicht über ein Apple aufgenommen, ne? Mit 2.500 € ist das Ding erledigt, sondern da steht wirklich ein Pult für 250.000. Damals war es Mark, ne? Mark drin. Wenn ich an das Lexicon-Hallgerät denke, sagt euch jetzt nichts, aber ich sage einfach mal, da kostet so ein Ding 15.000, 20.000 €, nur das Hallgerät. Und KD, erzähl doch mal ein bisschen über dein Studio, denn ich bin immer fasziniert, wenn ich bei ihm bin, wie toll das ist. Ja, was soll ich jetzt auch sagen, wie toll das ist? Ja, genau. Ja, das ist toll, das ist ganz schön toll. Ja. Solltet ihr eine Platte aufnehmen wollen, solltet ihr da hinkommen. Ja. Also, das ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Was willst du noch hören? Zum Beispiel, ich sag's mal, wie viele Einstellungsmöglichkeiten, Knöpfe hat das Ding? Also dieses Mischpult, wovon du sprachst, ist noch ein bisschen teurer, als du gesagt hast, aber ist egal. Aber das komm, was hat das gekostet? Nee, das spielt keine Rolle. Doch. Aber 5.600 Knöpfe sind da ungefähr dran. Nicht Knöpfe, aber Schaltmöglichkeiten. Manche Knöpfe und Regler haben dann doppelt oder dreifache. Ja. Und natürlich eine fantastische Auswahl an Neumann-Mikrofonen, Brauner-Mikrofonen, die wir da finden. Also wirklich ein mega geiles Studio. Und was ganz wichtig ist, darauf legst du eigentlich auch immer Wert, es war kein Raum, wo ein Studio hineingebaut worden ist, sondern... Ja, das ganze Haus ist als Studio gebaut worden, auf die grüne Wiese gebaut worden sozusagen. Ja, das ist geplant worden von einem berühmten Akustiker, der sowas macht, der Fritz Fey, ein Studiomagazin. Der hat mit dem Bauzeichner an einem Tisch gesessen, bevor überhaupt ein Stein auf den anderen kam. Ja, und was vielleicht noch interessant ist, es gibt so Fachzeitschriften, ja, wie Autobild, gibt es auch Studio-Fachzeitschriften.
Und wenn da ein neues Mikrofon auf den Markt kommt, was passiert da? Da kommt man doch zu dir manchmal. Ja, das wird von dieser Fachzeitschrift, vom Studio-Magazin, das ist die angesagte Fachzeitschrift in Deutschland für Pro-Audio-Equipment. Und da werden sämtliche neue Mikrofone getestet und die werden seit mehr als 20 Jahren bei uns im Studio getestet. Beifall, Jingle, alles was machbar ist. Welcome to Wolfgang. So, und dann hat diese fiese Ratte, die da sitzt, was ganz Schlimmes. Ich weiß genau, was kommt. Was ganz Schlimmes gemacht. Weil nach London darf ich ja fliegen. Da habe ich ja keine Probleme mit. Dass er aber dann ins Abbey Road Studio geht, wo die Beatles aufgenommen haben, das war eine Sauerei. Und das ohne Wolfgang. Und was er wohl gemacht hat, er hat dann ein Tässchen mitgebracht, das habe ich dann mal so, habe ich mich damit fotografiert. Also Abbey Road Studio, das ist praktisch so, als wenn der Pfarrer aus Köln-Mühlheim in den Vatikan geht. Ja, das ist Abbey Road Studio, wo die Beatles aufgenommen haben. Ich habe selbst aufgenommen in den East-West Studios in Los Angeles, auch ein sehr legendäres Studio. Da habe ich zum Beispiel am Piano gesessen, wo My Way von Frank Sinatra aufgenommen worden ist. Da war ein Mischpult auch für 1,5 Millionen US-Dollar, eine Neve-Konsole, die extra für Michael Jacksons Bad-Album gebaut worden ist. Und dann war ich im Electric Lady Studio in New York von Jimi Hendrix. Und das Schöne ist, dieses Studio ist, sag ich jetzt mal, so im Keller teilweise. Und früher, wenn die U-Bahn in New York dahinterher gefahren ist, haben die Aufnahmen stoppen müssen, weil die hörte so die Straßenbahn da vorbeifahren oder die Tram, und dann haben sie wieder weiter aufgenommen. Und Abbey Road Studio ist natürlich was Gigantisches, und da muss ich euch jetzt einfach mal erzählen, da gibt es ja diesen berühmten Zebrastreifen, den kennen wir doch alle auf den Beatles-Alben. Und Ulla sagt, Wolfgang, du musst da drüber. Jeder Jack, wenn ihr einer hier das Handy anhat, macht das bitte aus, ist das mein eigenes? So, die Kiste ist aus. So, da haben wir also da einen Zebrastreifen, und über diesen Zebrastreifen musste man jetzt praktisch gehen. Ne? Bist du also jetzt so 1,70 groß und du hüpfst da drüber, fällt das ja keiner Sau auf. Ne? Bist du aber 1,93 und hüpfst über dieses Ding drüber, hast du das Gefühl, die ganze Welt schaut dich an. Ne? Und KD ist natürlich mit großen Schritten, habe ich das Bild gesehen, ne, über diesen Zebrastreifen gegangen, aber hüpfend habe ich dich nicht da gesehen auf dem Bild. Hat er gehüpft? Nein. So, jetzt muss ich euch die Story zu Ende erzählen. Mir war das so peinlich. Ne? Ich sage, Ulla, lass uns hier abhauen. Und da kam so dieses typische englische Taxi an. Ich die Tür ab, da rein, mich hingesetzt. Ich sage, Ulla, mach voran, los Jon. Ne? Und Ulla hatte die Kamera, die Hand, die Jacke, alles in der Hand und geht rein in das Taxi und dachte, da ist eine Bank. Setzte sich hin, da war nichts. Die Füße kamen raus. Das Taxi hat gedacht, da ist einer irgendwie vergewaltigt oder gekidnappt oder irgendwas. So, weil in den englischen Taxen gehst du wirklich rein und da ist da die Rückbank. So, und sie lag dann so in dem Taxi drin. Also was die Frau schon mit mir alles durchgemacht hat, ist schon schlimm, oder? Nein, aber das war so ein Erlebnis. Und das zweite tolle Erlebnis war, als wir im Electric Lady Studio waren. Da arbeitet man, ich weiß nicht, wie es bei dir, also da war es so, 24 Stunden arbeitet man in diesem Studio. Das heißt, da kommen 2 Tontechniker, der erste arbeitet 12, der andere wieder die 12. Und du als Produzent oder als Sänger sitzt natürlich dann 24 Stunden daneben. So. Und ich kann euch sagen, die damalige Produktion für die 2 Tage hat gekostet $15.000. So. Wer hatte das Geld in der Handtasche? Ulla. Jetzt frag schon mal, wer hatte das Geld in der Handtasche? Ulla. So, also. Auf jeden Fall am ersten Tag gehe ich da rein, dachte, ja, mein Name ist so und so, ich weiß aber, wie der hieß. Gestern hat hier noch Billy Joel auf dem Stuhl gesessen und ich gehe mal gerade einen Kaffee holen.
habe ich mich um den Stuhl gesessen. Boah, Billy Joel hat hier gestern drauf gesessen. Ne? Habe ich mich dann so zurückgelegt, bin ich mit dem ganzen Stuhl umgekippt. Ich denke, oh Scheiße, schnell wieder hingestellt den Stuhl, da kam er auch wieder rein, sagte, ja, sagt er. Und muss man sich vorstellen, dann ist so eine Konsole und da war ein Techniker nur dafür da, der dann hinten die Effektgeräte bediente und immer, wenn du jetzt den Teil bearbeitet hast, also an den Pult, also an den Knöpfen, hat er links mit dem Pinsel die anderen sauber gemacht. So. Auf jeden Fall, nächsten Tag, Ulla sagt, Wolfgang, ich bleibe im Studio. Sie hatte ja das Geld in der Handtasche. So, auf jeden Fall, es waren so 17, 18 Uhr. Ich denke, wo ist die? Wir müssen die Rechnung bezahlen. Die war fort. So, dann waren mittlerweile so 19 Uhr. Kam Ulla wieder rein. Ich sage, Ulla, kannst du mir mal sagen, wo du jetzt warst? Ja, ich war in Chinatown. Ich sag, mit der ganzen Kohle? Ja, das weiß doch keiner. So, ist sie mit 15.000 $ durch Chinatown marschiert und war dann endlich wieder dann da. Dann haben wir dann die Rechnung bezahlt. Und jetzt kommt eigentlich, wer Ulla kennt, weiß, früher hat sie noch viel mehr gefilmt, aber viel fotografiert. Und da war ich in diesem legendären Studio, war ein kleines Büro, das gehörte der Managerin. Und dann sagte sie, so Wolfgang, du bist der zweite Deutsche, der jemals hier aufgenommen hat, zu der Zeit, als wir da waren. Und dann sagte sie, ich möchte, dass du hier auch auf der Wand deinen Namen schreibst. Ich denke, oh mein Gott, Wahnsinn. Ihr müsst euch vorstellen, da waren die Top-Künstler, der Top-Künstler haben dort wirklich ihre Namen draufgeschrieben. Ich war total nervös, hatte der Edding in der Hand, wollte schon schreiben. Da sagte die Frau, nein, nein, seit über 20 Jahren sage ich jedem, wo er zu unterschreiben hat. Da stand da oben Paul McCartney, unten stand Luciano Pavarotti und in der Mitte stand Wolfgang Hildebrand. Der junge Russ aus dem Studio, ich war völlig fertig, kannst du dir vorstellen. Und wir sitzen dann abends in so einer Kneipe da irgendwo. Ich sag, Ulla, lass mich jetzt das Foto sehen. Wolfgang, ich war so aufgeregt. Das habe ich nicht gemacht. So, auf jeden Fall, trotzdem stehe ich da. Und also wie gesagt, so ein Studio ist natürlich für uns Musiker eine Sensation. Und diese Sensation haben wir auch bei dir in deinem Studio. Und ich kann nur sagen, das ist wirklich eine Sensation, dort aufzunehmen. Und vor allen Dingen auch für mich als Sänger, der Sound im Kopfhörer, das Singen über so ein Mikrofon. Und wenn man dann nicht mehr so richtig singt, hängt da so ein Smiley, dann wird man aufgemuntert, um mal zu lachen, dass man mehr lächelt und mehr tut. Und ich wollte einfach nochmal Danke sagen für die tolle Zusammenarbeit, die wir bisher hatten und natürlich auch für die zukünftige. Und du bist ein wirklicher, wie soll ich sagen, ja, Edelstein in dieser Branche, muss man einfach sagen. So. Und mir rutscht der Butz immer noch, aber ich kann nichts dran ändern. So, und jetzt möchte ich mit euch oder für euch ein weiteres Lied singen, und zwar die Nummer 3, genau. Und zwar habe ich einen Song aufgenommen, oder haben es arrangiert in Los Angeles. Und es ist ein Song von Simon & Garfunkel. Und wir in Deutschland klatschen wir auf die 1. Ja, geh ruhig mal dran, sag ich sing gleich. Und oder in Amerika wird auf die 2 geklatscht. Und ich lade euch einfach ein, auf die 2 mitzuklatschen. Und wie ich immer so erzähle, ist, in der ersten Strophe machen sie alle mit, dann ebbt das so langsam ab. Und ganz am Schluss machen sie wieder alle mit. Aber es ist gar nicht so einfach, auf die 2 zu klatschen. Los, Jon. Troubled water, I will let you down. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I dry
street. When evening falls so hard, I don't hold you. Wow, I'll take your part. Oh, when darkness comes and friends just can't be found, like a bridge over troubled water. I'll lay down like a bridge over troubled water. I'll lay me down. Come on. Sail, sail on by. When time has come to shine, I come for you. Wow, see how they shine. Oh, when darkness comes and friends just can't be found, like a bridge over troubled water. I will lay down like a bridge over troubled water. I will lay leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, das Christkind kommt bald. In den Herzen ist's warm, still schweigt Kummer und Harm. Sorge des Lebens verhallt, Freude des Christkinds kommt bald. Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht. Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht. Hört nur, wie lieblich es schreit. Freude des Christkind kommt bald. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freude dich, Christkind,
der See. Weihnachtlich glänzet der Wald. Freue dich, Christkind, kommt bald. Freue dich, Christkind, kommt bald. Dr. Marc Richter. Die nächste. So. Und verdammt nochmal, ich weiß immer noch, nach der zweiten Strophe noch so ein kurzes Intro kommt, wieder versäbelt. Aber wieder vergast. Hat ja keiner gemerkt. So. Und jetzt möchte ich für einen ganz besonderen Freund heute Abend, der nächste Song, ne, für unseren lieben Gregor. Wir hatten eine schöne Zeit immer zusammen. Und ich werde nie vergessen, wir beide waren in Afrika. Das war so klasse. Und danach ist natürlich einiges bei ihm geschehen. Und leider konnten wir danach nicht mehr so zusammenarbeiten, wie es früher einmal gewesen ist. Und dieses Lied, das widmen wir jetzt einfach unserem Gregor. Süßer die Glocken, die klingen, als zu der Weihnachtszeit. Ist, als ob Engelein singen, wieder von Frieden und Freude. Singt alle mit. Wie sie gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht. Glocken mit heiliger Klang klingen die Erde entlang. Oh, wenn die Glocken erklingen, schnell sie das Christkindlein hört, tut sich vom Himmel dann schwingen, eilet hernieder zu dir. Segnet den Vater und Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. Glocken mit heiligem Klang klinget die Erde entlang. Klinget mit lieblichem Schale über die Meere noch weit, dass sich erfreuen noch alle selige Weihnachtszeit. Alle aufjauchzen mit herrlichem Sang, alle aufjauchzen mit herrlichem Sang. Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde
einfach so. Ich sage immer, ist ein Jahr weit gemäß, aber ich habe einen Wunsch. So, Entfit, eins der schönsten, also das habe ich noch nie so gut gesehen, wie von dem lieben Hans, der Kölsche Explizit. Doch, das kann man Weihnachten auch machen. Doch, doch. Wir sind noch Köln, oder nicht? Ja, ich bin dann schon mal weg. Nee, du bist nicht. Und das ist ein Abfall. Aber er ist so fantastisch. Wir brauchen eine Ständer. Ach, der André gerne. Der André, der hat immer einen Ständer bereit. Hat er jetzt ganz locker runtergeschluckt, diese Anspielung. Ist ja, André, ich erkläre dir das nachher nochmal. So. Also, du kannst im Grunde machen, was du willst, aber das Lied ist so schön. Ist das schön, oder? Achso, du kannst alles machen. Ist das so gut? Ja, perfekt. Ja, noch so eine wunderschöne dritte Advent. Und das war es dann auch. Also, viele kennen ja mit Sicherheit der Kölsche Explizit. Wer kennt den nicht? Ruhig zeigen, kennen ihn auch. Ich trau mich nicht. Also das ist ein uraltes kölsches Lied, wo um den Spruch geht. Ich fange jetzt einfach mit der ersten Strophe an, weil ich habe mir nämlich erlaubt, vor vielen Jahren, aber zu der Geschichte komme ich dann gleich. Der Kölsche Explizit, das ist ein Spruch zu ihr. Das Schönste, was das gibt, was dort zu hören kriegt. Die Mudi wird geschwart, das ist ein wahrer Staat. Kein Dingen ist so schön wie Kölsche Tö. 2 Vorlück hatte Knies, weil ein versoffen bies. Dem anderen nicht joff noch, weil er hat kein Platz mehr da. Die Straße, die war jetzt eng, sie kommen in das Gedräng. Da fing das Schengen an und hielt sie stramm. Ha, Naktorin für Donnerkiel, du Schädelblützkopf in Zivil, du Klütteboer, du Nümatzkrat, du Ahlestock für Strengsoldat, Versoffenür, du Labyrinth, du Galvendreher, Jeckenwitz. Ich wünsch, dass du de Kränkte kriegst, du bist de pure Biest. Kein Mitleid. Das ist schlimmere Sache hier. Ja, also so, das ist das Original. Und da gibt es noch 3 Strophen, die so das Milieu beschreiben, aber keiner hat sich an das wahre Milieu getraut, sprich der Eilstein und der Rotlichtfädel und natürlich der Steuvenhof, wo damals noch, also in meiner Jugend, und die Damen waren schon reifer, die haben dann doch noch ihr Taschengeld verdient. Hat der Papa immer gesagt, das sind die Mädchen, die verdienen ihr Taschengeld. Und weil ich auch schon zur Stadtführung mache, und das hätte ich dann wirklich zugetragen vor vielen Jahren, gut, dann so eine ältere Herr mit so einem Bursch, also ich würde mal sagen Opa und Enkel, weil er sagte nämlich, siehst du Jung, und wie die Oma nämlich da ist der Papa ab und zu, also der Opa, ist der dann ab und zu in den Steuvenhof gefahren. Und hat sich mit dem Mädchen ein bisschen vergnügt. Das war so in Ordnung. Und wie die 2 dann so durch den Steuvenhof kommen, kommen so an der Parterrefinster vorbei. Ach, sagte, da ist noch ein Mädchen drin. Ich klopfe uns gerade an der Finster und ich klopfe an der Finster. So, der Mädchen mit ob. Sagte, was kostet das dann? Sagte, 400 €. Oh, sagte, das wird teuer. Ja, sagte, dann ist doch der Mopa. Die Finster schief, ne? Ja, also Doppelverglasung. Und von diesem Milieu handelt dann quasi der Kölsche Explizit Steuvenhof. Et Löwenstraß ganz klein, quer ab vom Eilstein, da ist kein Hotfolie, nur echt kölsches Milieu. Die Damen rank und schlank machen da ihre Jan. Der stänzelige Lass hätt da dran Spaß. Ne Freiermatte Zoff, et war Steuvenhof. Die Aldi war nicht Jod, die Nummer 14 Code. Herr Broten wie verrückt, ich will mir Geld zurück.
Da kommt dat Meiers Plünn und langten ihm. Du Apefut, du Äzezeller, Blötschkopf, Schlunz, du Hüttepenner, Schlotterhohn, du Tütenügel, ich ries der glichen 5 in der Bügel. Du Arsche, siehst du Schlabbersack, die haben sie in das Hähnchen gekackt. Hier ist sie nicht mehr alt, gleich machen ist dich kalt. Jetzt hören wir ob der Stöven auf, wie gerade erklärt, ne, als ich 2 von diesen Madämchen in der Wolle hatte. Ich nenne sie mal Bordsteinschwalben. 2 Bordsteinschwalbenviehs, die hatte mächtig Knies. Der Rundfunk expliziert, es ging das Revier. Das Schmal, das zählt zum Lang, das ist Minge Yang. Da seht das Lang zum Schmal, du kannst mich mal sieg. Jahre stand ich schon, hey, auf der Position. Doch geht so ein Memme dir und will der Platz von mir. Ich bin der Strick jetzt leid, du kriegst von mir Bescheid. Und mitten auf der Straße, da jede Tross, da Huje föhnte, Kirchturmspitz. Sagt ihn für Jür, das ist ein Witz. Du lang gedrisse Huje stellt, bei dir hätten Giraffe mit gepellt. Du Fläche wurde ne Monsterqual, du süffst der Kaffee aus der Kall. Sehst du noch eine Ton, ja da hopp ich dich, du Hohn. Du Truffel, seht dat lang, für dich bin ich nicht bang. Zum Frühstück schell ich dich, als Fuchs verjuckt er dich. Ich göpp dich wie ein Ei, schon dich mit den N2. Dann hättest du was du wollst, du doof Schwulst. Jetzt wo der Punkt erreicht, das Schmal wird kreidebleich. Trifft du sure Brunnen, mojet die möglich Ihr Schwau, der kann wieder, der Nas hat sie jetzt voll. Und Wicker ging der Zoff, Stöven auf. Du Eierarsch, du Stiefjedrisse, dich hätten sie besser in den Ring geschissen. Holzkopf, Hunds, vor Trauerfunds, was willst du Plümo bei uns? Ich nähle dich am Jivelfass, das wird mir heute der größte Spaß. Die Ziege ist längst vorbei, ich bell dir gleich dann ein. So hätten sie Deutsch gesprochen, ne? Obwohl die andere Variante. So ist der Stövenhoff noch auf jeden Titzhoff. Nicht immer klingt es schön. Was sagst du? Ja? Okay, erst recht. Schön, dass du noch da bist. So ist der Stövenhoff noch auf jeden Titzhoff. Sieh du da nicht, doch? Jedes Mal von innen, ne? Ich merke die Blicke, ne? Also, ich stelle, da blieb ich immer hängen. Die Leute meinen schon, dass wir innen studiert, ist bei mir nicht so. Das ist hier oben. Ist nicht mehr alles da. Ja, manchmal erkenne ich mich mal so nicht im Spiel. Ja, und? Doch ja, begrüße mich nicht. Ja, da haben wir uns schon gesehen. So, wo bist du dann? Ja, aber nicht gut, also sagen wir einfach, ja, weiß ich denn nicht, ja. Aber die Einstellfärber jetzt mit dem ja. Dann weiß ich, wo ich schlafe. Also, dann siehst du 2-mal im Jahr, ne? Mindestens einmal und nie wieder, aber so ist der Stövenhoff noch auf jeden Titzhoff, doch mit den fremden Knies, ne, ist auch nicht richtig. Da war ich jetzt, ja. Wie viel habe ich noch 2 Minuten? Hey Gott, so ist der, jetzt könnt ihr schon mitsingen, ne? So ist, ja Leute, jetzt könnt ihr auch zusammen. So ist der Stövenhoff noch auf jeden Titzhoff, doch mehr eine fremde Knies, dann ist sich keiner fies, dann steht die Jams Bajatsch, natürlich Arsch an Arsch, fällt da ne falsche Satz, Zahnersatz, so ist das Liffen hier, im Eschkölsche Milieu, nicht immer klingt schön, doch sind nicht Kölsche Tön,
Ich höre jetzt ob mit Karl, hey gut, der letzte Fall, der allerletzte Jan, das Schmarrn lang. Do hunds Madame Latrin, do Stina, Firke Skopjo, Domina, du Memme, ihr hänge mit Franse dran, du schaffst gemüde mag mi an, du Litter, ihr siehst, du falte Rock, bei dir stirbst du ja der geilste Bock, und da blieb Hunger und du bist ein Briesen Schlunz. Also der Ursprung war ja, als ich hier eingeladen wurde, oder ich bin ja nie gezwungen wurde, hier hingeladen. Schon so richtig überlegt. Weihnachtliches Programm. So. Und jetzt hätten wir der kurz expliziert, oder meine Variante, die passt in das Weihnachtsprogramm, doch. Doch, passt. Weil gerade in diesen Kreisen, die es ja leider nicht mehr gibt, da ist man so ja noch richtig Abend, so noch ein zweiter Bittermensch, ne, da hätte man eine dicke Trommel rausgeholt und ist mit der Musik traditionell um der Christbaum gewandert und hat die Lieder gesungen. Alle kölsche Lieder. Und beim Schmidtchen ist das immer noch so, am Anfang wird ein paar Weihnachtslieder gesungen, dann wird die Trommel rausgeholt und dann haben wir wieder Fastelovend. Und jetzt muss ich jetzt noch losbeten, denn man hügt der 3. Advent und vor 2 Wochen hatten wir den 1. Advent. Ja, schon, das ist sensationell, ne? Und das ist nächste Woche haben wir dann den 4. Ja. Aber der 1. Advent, für 7, 8 Jahre, ich weiß nicht wie genau, aber ich weiß nicht noch so genau, als wäre es gestern gewesen. Am 1. Advent, natürlich nur Sonntag, 10 Uhr morgens, kloppet in Heimersdorf mit der 83-jährigen Rentnerin Apollonia Golvenbach an der Wohnungstür. Es ist der Nobby, ihre Enkel. Ach, Jos, sagte, kann ich irgendetwas für dich tun? Ach, sagte Jos, du küsst mir gerade recht. Wir haben doch heute den 1. Advent und da wäre doch echt schön, wenn du mir mit 3 kleinen Elektrokätzchen im Wohnzimmer auf der Finsterbank installieren kannst. Ach, sagte Nobby, Jos, das ist doch selbstverständlich. Und innerhalb von einer Viertelstunde war die Arbeit getan. Was jetzt keiner wissen konnte und auch keiner gewollt hat, jetzt nahm es in den Lauf. Eine halbe Stunde später geht der Billa Schwitz von Jägen überhin, schnappt sich der Eschekaste, um die Esche in den Mülleimer zu tragen. Und dabei fiel er doch die provozierende Art von den Golvenbachs ab. Ne, Sätze. Das kann man sich unmöglich beten lassen. Direkt am Mango das 10-ärmige KZZ mit je 100 Watt Glühbirne umgeschaut. Stunden später erstrahlte die gesamte Reihenhaussiedlung Heimersdorf im besinnlichen Glanz von über 1111 Finsterdekorationen. 19:03 Uhr. Dem Ehepaar Siggi und Heidi Erkelenz ist es endlich gelungen, in Kettenschaltung mit 96 Halogenscheinwerfern quer durch sämtliche Bäume von ihrem Obstjade an das städtische Drehstromnetz anzuschließen. Vereinzelte Kolonien der heimischen Vogelwelt beginnen verunsichert mit dem Nestbau. Lichtzigig bemerkt der wachhabende Ingenieur im Kohlekraftwerk Fortuna irrtümlichen Defekt der Strommessgeräte für den Bereich Chorweiler Nord. Kann sich noch keine Reinbruch machen. 20 Uhr. Der Tanzlokalbesitzer Anton Schmitz nimmt die Herausforderung an und installiert auf dem Flachdach von seinem Bungalow das Laserensemble Metropolis, das zu den leistungsstärksten Lichtanlagen Europas zählt. Die angrenzende 50-Meter-Fassade vom City Center Chorweiler kann dem Dauerfeuer der Nikolaus-Projektion mehrere Minuten standhalten. Ein jovene Knall und die Fassade war fort. 20:30 Uhr.
Der 94-jährige Kriegsveteran Aulus Batzen zaubert mit 150 Flakscheinwerfer vom Typ Wachter Volkssturm der Stern von Bethlehem über den nächtlichen Adventshimmel über Chorweiler Nord. Im 10 Kilometer entfernten und streng katholisch angehauchte Worringen laufen die Menschen auf der Straße zusammen, fallen auf die Knie und beten ein Halleluja. Ob der richtige stattfindenden Weihnachtsfeier im Kohlekraftwerk Fortuna hört keiner jetzt von der Alarmglocke in der Generatorhalle 11. 22 Uhr. Ein Gruppe asiatischer Geschäftslüg in sommerlicher Kleidung und leichtem Gepäck läuft verängstigt durch die Straße von Heimersdorf. Was ist passiert? Versehentlich ist ein Boeing 747 der Singapore Airlines mit Ziel Sydney in der mit 3000 bunten Neonleuchten gepflasterten Garageneinfahrt zur Großbäckerei Mäzenich gelandet. 22:45 Uhr. Die NASA-Raumsonde Voyager 7 funkt vom Rand der Milchstraße Bilder einer angeblichen Supernova über der nördlichen Erdhalbkugel. Die Experten sind ratlos. 23:05 Uhr. Ein leichtes Beben erschüttert die nähere Umgebung vom Kohlekraftwerk Fortuna. Der gesamte Komplex mit seiner 30 Turbinen läuft mit über 350 Megawatt jenseits der Belastungsgrenze. 23:11 Uhr. In der taghell erleuchteten Reihenhaussiedlung Heimersdorf erwacht die blonde Studentin Bettina Wingefeld und freut sich irrtümlich über der sonnige Dezembermorgen. 23:30 Uhr. Um 23:30 Uhr geht das Jagdgeschoss hin und betätigt den Schalter der Kaffeemaschine. Im selben Moment plötzliche Dunkelheit im gesamten Kölner Norden. Dann ein Knall. Eine Explosion hat das Kohlekraftwerk Fortuna dem Erdboden gleich gemacht. Durch stockfinstere Stadtteile irren verwirrte Menschen. Menschen wie du und ich. Und warum? Nur weil so ein blonder Tussi meint, sich mit in den Haaren das Kaffee aufschütten zu müssen. Fröhliche Weihnachten. Dankeschön. Welcome to Wolfgang's Late Night Show. So, und ich habe gedacht, ihr seid ja nun, also der Mann ist eine Bombe, oder? Nochmal einen ganz tollen Beifall! Und der Hänger von eben, der war eingespielt, das war so geplant. So, aber du hast ja nun, hast du das Mikrofon noch? Ne, hast du doch ganz netterweise, das André, also bei mir wird der nie so laufen, der. Das ist ja ein Ding. André, du hast ein neues Hemd an. Auf frische Waschen, ne? Frische Waschen. Ja, das andere steht im Wohnzimmer. Okay, wolltest du noch was sagen? Nein. Sehr gut, okay. Ja, wir nennen uns das schrecklich nette Ehepaar. Wenn wir zusammen auftreten, haben wir natürlich auch meistens 2 Mikrofone und dann erzählen wir so ein bisschen wie bei uns daheim. So das machen wir heute nicht. Oder doch? Nee, also das Mikrofon. Nur ein Zwischenfrage, wolltest du jetzt nicht singen? Doch, ich kann singen. Ja, das weiß ich. Wolltest du jetzt hier singen? Ja, ich wollte jetzt was singen. Gut. Hast du was dagegen? Nö. Ja, ich muss... Ich werde das aber benutzen. Was? Wenn du was dagegen hast. Ich liebe diesen Mann. Ich nehme dich auch wieder mit nach Hause. Ich kann doch nicht dafür, dass du so schlechte Erfahrungen mit Frauen hast. Wie ist das eigentlich mit mir? Ein Kölsch und ein Cola Zero. Entschuldigung. Ja. Bitte mit Alkohol. Moment, Entschuldigung. Moment. Also, dann kannst du mir nicht beten lassen. Nee. Darf ich vorstellen, mein Mann. Moment, Schatz, pass mal auf. Ja? Ich hab meinen Mann. Hallo. Ja. Erst gestern. Was gestern? Da hat mir wieder eine Frau das Du angeboten. Eine Frau, dir? Ja, mir, ja. Das Du? Ja, das Du. Wer war das dann? Meine Mutter. Bin ich froh, dass sie dich endlich anerkannt hat. Mein Mann ist eine Hausgeburt, ne? Das können wir uns erlauben, Du ja. hast damit angefangen. Ja. Ich wollte dann eigentlich ja nicht gesagt haben. Ja. Mein Mann ist eine Hausgeburt, also so sieht eine Hausgeburt aus. Okay. Seine Mama war trotzdem im Krankenhaus, wie sie ihn das erste Mal gesehen hat. Ach
Ach ne, ist so schön. Schätze, setz dich doch ein bisschen. Sonst muss ich ja noch erzählen, wo ich dich her habe. Nein, wo ich dich her habe, das ist viel interessanter. Ihr habt ihn gesehen, ne? Mein Mann. Ja, sowas findet man. Ja, andere gehen in die Disco oder, ne? Ich habe meinen Mann gefunden. Auf der Autobahn. Beziehungsweise gar nicht auf der Autobahn, an der Raststätte an der Autobahn. Ne, Liebelein, komm doch noch mal nach vorne. Ja, nein, mein Mann, der war da quasi ausgesetzt. Ja, genau. Ja, genau, ausgesetzt. Also der war da so angebunden. Und wie so ein Hündchen quasi, wenn man so ein Hündchen aussetzt. Ne? Und dann habe ich ihn da gesehen und habe ich gedacht, oh, gucke mal, ein Mann ausgesetzt. So, und wie der mich gesehen hat, ne, der hat sich was gefreut. Okay, und woran hast du erkannt, dass ich mich gefreut habe? Ich habe doch gerade gesagt, ausgesetzt wie ein Hündchen. Ich weiß jetzt nicht, was ihr meint, er hat mich angesprungen. Affileck. Mette mich ohne mich, ne? Also, naja, aber das hat mir schon gefallen. Ich muss sagen, das hat mir ein bisschen. Ich war gerade allein. Ich denke, da nimmst du mit. Ne? Muss ja jeder irgendwie so ein Haustier zu Hause haben. Na, Liebe, dann habe ich dich doch mit nach Hause genommen. Weißt du noch? Kannst du dich dran erinnern? Ja, war schlimm. Wieso war das schlimm? Ja, du hast doch jede Mittag versucht zu kochen. Ja, wir haben keine Küche, wir haben ein Labor. Ja. Punkt 12 Uhr versucht meine Frau täglich zu kochen. Versucht. Um das direkt mal abzukürzen, meine Frau, die kocht so schlecht, dass wir ja unsere Katze während der Mittagszeit ihre Jungen schnappen und jeder McDonald's. Dosenfutter, ja. Ich kann nicht kochen. Mhm, okay. Und wie nennst du, was ich jeden Mittag mache? Auftauen. Und Bette machen, so, dann geht wieder um Bette machen, kann sie auch nicht. Da muss ich auch uns sagen. Wieso kann ich kein Bett machen? Ja, wir haben keine. Wir haben wohl Bäder. Ja. Ja. Du darfst doch immer am Fußende liegen, weißt du das? Ja, im Hunskorf. Im Hunskorf, genau. Ja. Immer liegst du im Hunskorf. Ich liege immer im Hunskorf, ja. Und träumst schlecht, ne? Und ich schreibe sehr schlecht. Ja, ich meine das auch. Du hast sehr schlecht, auch diese Nacht hast du so schlecht geschlafen. Ja, ne? da war ich in der Sauna. Ja, nee, du warst doch bei mir im Bett. Ja, aber... Du hast von der Sauna geträumt. Ja. Ach, Und von der schlechte Sauna? Luft, ja. Von der Sauna hast du Ja. geträumt? Moment mal. Du warst diese Nacht in der Sauna? Ja. Im Traum? Ja. War das jetzt so eine gemischte Sauna eventuell? Nein, es war keine gemischte Sauna. Wie keine gemischte Sauna? Es war Hausfrauentag. Ja, du warst in der Sauna, wo Hausfrauentag war. Ja, kannst du kochen, kannst du auch dahin, ja. Setz dich wieder hin, ja. Und seitdem ist er im Heim. Ich hatte es ja eben schon mal anfangs erwähnt. Ja, also ich meine, trotzdem, ja. Wir sind im Januar 44 Jahre verheiratet. Das ist jetzt also ist tatsächlich so, also 4 mal 11 ist schon eine tolle Zahl. Und wir haben jetzt so kurz vor Weihnachten und jeder hat ja irgendwie einen Wunsch. Und ich habe natürlich auch einen Wunsch. Mir ist er ja eigentlich schon erfüllt und es gibt ja keine schönere Wünsche. He am Ring, wo die schönste Junge sind. Hunskölle ist ein herrlich Städtchen, mir an der Dumm, wir an der Ring. Und wir haben uns Kölsche Junge,
damit geldet an der Katrin. Und ich wünsch mir nur das eine, und das ist ne Jung vom Ring. Hier am Ring, hier am Ring, wo die schönste Junge sind, die ihr Menschen glücklich machen. Ja, nur hin, gehör ich hin. Wie oft hör ich den Menschen prahlen, wie viel sie anwierig sind. Ist doch eins nicht zu bezahlen, und das ist ne Jung vom Ring. Hier am Ring, hier am Ring, wo die schönste Jungen sind, die ihr Menschen glücklich machen. Ja, nur hin, gehör ich hin mit euch. Hier am Ring, hier am Ring, wo die schönste Jungen sind, die ihr Menschen glücklich machen. Ja, nur hin, gehör ich hin. Ja, nur hin, gehör ich hin, wo die schönste Jungen sind. Dankeschön! Bravo! Das möchte ich euch jetzt singen. Los, Jan. Uns allen ist die Zeit zu jung bestimmt. Wir brechen gerade vom Wind, geht zum Ursprung zurück als Kind. Wenn das Blut in Dinge ordentlich wird, weil den Herz so pönt so schlafe und dazu der engelsche Fluss. Dann han keine Angst und lass dich einfach
Ich hatte Urzin, Tante Hilde, fällt mir gerade ein. Ja, viel Spaß. Ja, herzlichen Dank, ihr Lieben. Seid ihr noch wach? Wie ist die Stimmung? Seid ihr noch gut drauf? Ja, wie ihr alle wisst, das Brot eines Künstlers ist der Applaus. Und ich habe heute Abend noch nicht zu Abend gegessen. Vielleicht kann ich einmal hören, wie euer Applaus in Köln geschmeckt hat. Ja, super, ich sehe schon Bombenstimmung hier in Köln, aber ich bin zum ersten Mal hier bei der Late-Night-Show dabei, beim Wolfgang. Da möchte ich was ganz Spezielles machen, und zwar Folgendes. Ich würde sagen, die 3 Tische da hinten, ihr seid mal meine Gruppe 1, okay? Und wenn ich auf euch zeige, brauche ich für die Hilde und für mich ein lautes und kräftiges Ah. Können wir das mal probieren? Einmal in die Gruppe 1 da hinten. Ah. Er ist eingeschlafen hier vorne. Du gehörst auch dazu, Kea. Also nochmal die Gruppe 1. Viel besser. Jetzt nehmen wir alles, was wir hier sind, diese 3 Tische. Ihr seid meine Gruppe 2 und wenn ich auf euch, auf sie zeige, brauche ich für die Hilde und für mich ein lautes und kräftiges Oh. Können wir es auch mal probieren? Einmal die Gruppe 2. Oh. Nochmal Gruppe 1. Und jetzt kommt alles, was hier rechts von mir sitzt, bis hinten hin, genau. Ihr seid meine Gruppe 3 und ihr habt die wichtigste Aufgabe und den meisten Text. Aber die kommen vom Niederrhein. Ja, deswegen ja. Genau. Wenn ich nämlich auf euch zeige, brauche ich für die Hilde und für mich ein lautes und kräftiges Unglaublich. Können wir das mal probieren? Einmal die Gruppe 3. Unglaublich. Super, mach jetzt eins. Ja genau, dann raus. Und mach jetzt einen schnell drauf. Gruppe 1. Gruppe 2. Gruppe 3. Wolfgang, du hast nicht zu viel versprochen. Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Ich habe euch heute Abend jemanden mitgebracht. Ich bin nicht alleine da. Meine Eltern haben schon gesagt, der da neben sich herlaufen. Die haben mir als Kind ein Stück Fleisch im Hals gehängt, damit wenigstens die Hunde zu mir gekommen sind zu spielen. Ja, ich habe das zu meinem Beruf gemacht. Ich bin ein Ventriloquist, sagen die Fachleute. Ventriloquist, habt ihr nie gehört, ne? Der Lateinisch hat Venter, der Bauch, Quist, die Rede. Ich bin Bauchredner und ich habe die Hilde mitgebracht, die kommt jetzt mal raus. Hilde, kommst du mal raus? Hilde, komm mal raus, ich traue mich nicht. Hilde, warum? Da sitzen so viele Leute. Ja, deswegen sind wir doch hier, trotzdem nicht. Oh, wir können ein bisschen Mut machen. Klatschen. Ich kann mal klatschen. Oh, Schätzelein. Hilde, ja, begrüßt doch erst einmal die Damen und Herren hier alle im Saal. Okay, das mache ich. Also 1, 2, 3. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Damen. Hilde, du hast die Männer vergessen. Okay. Ich zähle nochmal bis 3 und dann begrüßt ihr die Männer. Na klar, mache ich gerne. Also 1, 2, 3. Hilde, was denn? Der hat mich hypnotisiert. Der, ja. Wie ist Ihr Name? Jürgen. Jürgen. Hallo Jürgen. Hallo Hilde. Wo guckst du die ganze Zeit hin? Auf meine Augen. Ja. Jürgen, bist du noch zu haben? Nein. Nein, haben Sie genau gesehen, aber nein. Dann ist er nicht mehr zu retten. Der Jürgen gefällt dir genau mein Typ, genau der Typ. Hilde, wo kommst du eigentlich her? Wir wollten schon viel früher hier auftreten. Ich war noch im Zoo. Du warst doch im Zoo, hm? Was hast du in der Lage gemacht? Tiere geguckt. Und welche hast du da gesehen? Löwen und Tiger. Löwen und Tiger. Hm? Und was noch? Große Affen. Hilde, ja? Warum schaust du jetzt die beiden Herren da hinten an? Wie groß kann so ein Affe eigentlich werden? Du meinst, wie groß ein Affe werden kann? Ja, ich würde sagen, ein kleiner Schimpanse ungefähr so groß. Was denn? Das nicht, gibt es noch größere Affen? Noch größere, klar gibt es noch größere Affen. Das heißt so Berggorilla, der wird ungefähr so groß. Was denn? Was immer noch nicht, gibt es noch größere Affen? Noch größer, ja. Ich würde sagen, so richtig dummer, blöder Affe. So ein Orang-Utan. Der wird ungefähr so groß, guck mal. Hilde, was denn? Genauso groß wie du. Jetzt schon mal auf, das heißt Hilde, der Wolfgang hat gesagt, das ist eine tolle Abendveranstaltung und du ziehst dir so viel wohl hier an. Ja, ich war jetzt gestern in Las Vegas. Was hast du da gemacht? Ich wollte Tänzerin werden. Und hat gesagt, wenn ich es da schaffe, komme ich nie mehr nach Deutschland zurück. Heute bin ich hier. Oh. Warum willst du nicht mittanzen? Ich war zu fett. Du warst zu fett. Was hast du denn da drunter? Nimm die Finger da weg jetzt auf. Was hast du denn drunter? Stringtanga. Stringtanga. Wo hast du den denn gekauft? Bei Aldi. Ja, ja. Von welcher Firma ist der denn? Von Ritzenhoff. Oh, hier auch gekauft. Da hinten die Klatsch aus.
Stringtanga von allen. Ja, da gibt's sogar einen Werbeslogan. Ein Werbeslogan für den Stringtanga. Ja, soll ich mal singen? Ja, von mir aus. Wolfgang, darf ich? Ja klar, darfst du das bestimmt singen. Aber ich zieh bis 3 dann. Werbeslogan für den Stringtanga, Junge. Kennst du auch noch nicht. Nee, pass gut auf, pass gut zur Jahreszeit. Also 1, 2, 3 und Stringtanga, Stringelingeling, Stringtanga, String, nachtlos keine Witze, Klempner ist in der... Jetzt auf! Schneid das gleich nicht raus. Oh. Die zweite Strophe! Ich keine zweite Strophe. Hör auf! Hilde, jetzt auf! Wir wollen keine zweite Strophe mehr. Wollt ihr nicht hören? Jetzt hör auf, das sagst du nicht. Okay, also eine zweite Strophe noch. Ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Okay, dann geht's los. 1, 2, 3 und Stringtanga, Stringelingeling, Stringtanga, String, glänzt zwischen den Backen und stört nice beim... Ja, jetzt auf, das schmeißt du dein Ganze raus. Oh, jetzt klatsch die für so Blödsinn. Doch. Du bist ein ganz schön fundiges Fräuchen. Ja, ich mach grad 2 Diäten gleichzeitig. Du machst 2 Diäten gleichzeitig? Ja. Willst du so viel abnehmen? Von einer werde ich nicht satt. Ja, ehrlich. Das kennen ja auch einige im Saal. Ja. Aber bist du denn so dick geworden? Komm, von Duschen. Woher von Duschen? Von Duschen wird man nicht dick, ich schon. Wieso wird man von Duschen dick? Steht sogar auf der Shampooflasche. Was steht denn da drauf? Für mehr Fülle und Volumen. Und jetzt habe ich ein Lied vorbereitet. Ein Lied? Ja. Was für ein Lied? Ein Diätlied. Ein Diätlied? Ja. Ehrlich? Ja. Okay, dann sing es mal. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Was denn? Okay. Jürgen, halt dich fest. Habe das Gefühl, wirklich satt zu sein. Zu keiner Torte sagt die Hilde nein. Ich kenne in Köln hier jede Dönerwut. Doch Wolfgang meint, jetzt wäre es wohl genug. Warum das denn? Ich war auf der Waage. Ich hab mich 1000-mal gewogen. Ich machte 1000-mal Diät. Ich hab mir Slim fast reingezogen. Er hat mir Pillen angedreht. Doch ich ess viel zu gerne Törtchen. Ich hab kein Auge zugemacht. Gleich wie ein Lied zum Kühlschrank hin und alle heute Nacht. Ja, danke schön, ihr Lieben. Und da ist der Wolfgang schon wieder, guck mal. Der war auf Toilette, schau mal. Woran siehst du das denn? Der hat ganz nasse Schuhe. Der hat gerade gesungen auf der Toilette. Was hat er denn gesungen? Es geht alles vorüber. Es geht alles vorbei. Was hast du ihm geraten? Setz dich vernünftig drauf. So Quatsch. So viel. Gefällt's dir heute hier? Ja, es riecht nur ein bisschen streng. Es riecht ein bisschen streng. Ich finde, das kann daran liegen, ich habe mich frisch vor dem Auftritt rasiert, frisches Aftershave aufgelegt. Machst du jetzt so viel? Jetzt komm mal da weg. Was hast du jetzt da hinten gemacht? Aftershave gerochen. So Quatsch. Ja, Aftershave schmürte sich auf den Po-Back für das Gesicht. Ist der bescheuert? Der nimmt doch Hämorrhoidensäure, wenn er Zahnschmerzen hat. Also, ich muss ja mal fragen, aber ihr kommt woher? Der mit der Brille? Goch. Sieht da gar nicht nach aus. Wieso? Schau dir die Frisur an. Wieso musst du denn von der Frisur? Wo musst du denn herkommen von der Frisur? Aus dem Sauerland. Warum das? Na, ich kann den kahlen Asten sehen. Guck mal. Das ist ja aus den kahlen Asten. So Gott. Jürgen ist auch nicht weit davon weg. Ne? Hinter hat das so was zu bedeuten, wenn Männer vorne ein bisschen weniger Haare haben? Ja. Was heißt das denn? Das sind gute Denker. Gut, was mit Männern, die hinten weniger Haare haben? Die sind gut im Bett. Gut im Bett? Und was mit denen, die ganz Glatze haben? Die denken, die wären gut im Bett. Das ist aber auch so. Jürgen,
Vielleicht kannst du mir ganz kurz helfen. Willst du einmal kurz zu mir nach vorne kommen? Ein Applaus für den Jürgen, der kommt tatsächlich hier schon zu mir. Jürgen, du bist zum ersten Mal bei der Late Night? Nein. Schon mal gewesen? Ja. Oh, der ist nett, guck mal. Der gefällt dir? Ja. Jetzt muss ich mal, die Dame, die da hinten sitzt, sie, wie ist ihr Name? Tamara. Hallo Tamara. Kommst du auch einmal kurz zu Hilde, ganz kurz dazu. Auch nochmal Applaus für die Tamara, die kommt tatsächlich. Ja, die kommt wirklich. Oh, hallo Tamara. Oh, die riecht so lecker. Wonach riecht die denn? Na, Kartoffelsalat. Ja, jetzt, dann würde ich sagen, mach ich mit den Beinen weiter und du gehst in die Kiste zurück. Warum nicht? Na, wenn nicht geht. Wo sollen wir hinkommen? In meine Kiste, in deine Kiste. Ja, der ist viel zu groß, den kriege ich schon klein. Also, ich würde sagen, wir gehen in die Kiste, kriegst du bestimmt noch einen Applaus hier von den Gästen. Das war so ein bisschen zum Warmwerden erstmal für euch. Aber jetzt habe ich zwei absolute Showstars hier vorne stehen. Ich gehe mal so ein bisschen hier rüber, also jetzt könnt ihr mich da besser verstehen. Und zwar Jürgen und Tamara. Seht ihr die beiden? Ja. Die beiden stellen sich immer so, dass sie von euch gesehen werden. Gut. Ich mache jetzt ein kleines Spiel mit denen, nichts Schlimmes. Immer wenn ich eure Hand so kräftig drücke, ihr spürt das, müsst ihr einmal ganz kurz den Mund aufmachen. Und schnell wieder zu, aber ihr dürft keinen Ton dabei sagen. Ja? Schaut ihr mal nach vorne. Ich drücke mal deine Hand, Jürgen. Ja. Hast du das geübt? Ja. Ach, genau. Immer wenn ich drücke, aufmachen. Ja. Okay. Also wenn ich einmal drücke, einmal aufmachen. Ja. Und wenn ich mehrmals drücke, musst du mehrmals aufmachen. Kann ich auch. Ein Applaus für den Jürgen, macht der super hier vorne, wirklich. Ja, danke schön, danke, das war alles, danke. Da kommen wir jetzt zu Tamara, die kann das nicht. Doch, die kann das auch, Tamara. Tamara, schau du auch mal schön ins Publikum. Ich drück mal deine Hand. Ja. Oder ein bisschen zaghaft, kannst du ein bisschen weiter aufmachen? Ja. Bitte ja schon, ja, ich mich auch, ja. Aber wenn ich mehrmals aufmache, kann ich auch. Okay, dann können wir anfangen. Ja, jetzt fangen wir an. Womit wir anfangen? Wir wollen auch noch was singen. Ihr wollt noch was singen? Ja, ich singe so gerne, klar. Ihr wollt was singen? Ja, ich singe sehr gerne. Okay. Was singen wir denn? Was Französisches? Französisch? Oh, dann singe ich besonders gerne, klar. Okay, dann singen wir jetzt das französische Volkslied Sur le Pont d'Avignon. Oh, das kenn ich. Jetzt sagen, ja, kann ich sehr gut, guck. Okay, dann geht's. Sie fängt an, Jürgen macht den zweiten Teil, ihr passt auf an die Drücke, es geht los. 1, 2, 3 und stopp. Was ist denn jetzt los? Ich will anfangen. Du willst anfangen? Also ich würde sagen, es ist eine anständige Gesellschaft, Ladies first. Ja, das meine ich auch. Lass mal die Tamara, lass mal anfangen, okay. Geht los, 1, 2, 3 und Sur le Pont d'Avignon. Fideralala. Und ein Riesenapplaus für die beiden, war da so gut geworden. Irgendwas war jetzt los, ich kann den Text nicht, das habe ich gemerkt. Müssen wir nur mal irgendwie retten, Tamara. Fällt dir noch was ein? Ja, vielleicht Kinderlied. Ein Kinderlied? Ja, die können da vielleicht. Okay, kannst du Kinderlied? Ja, kann ich alle. Okay, welches Kinderlied sollen wir singen? Hänschen klein, singe ich nach dem Duschen immer. Ja, das dauert, bis ihr hinten verstanden habt. Deswegen warte ich einen Moment. Ja, genau. Je kälter der Strahl, je kleiner der Arm. Jetzt haben wir ruhig, jetzt bin ich genug. Jetzt ist Hänschen klein, kriege ich hin. Da mag jetzt sagen, ja, okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Also 1, 2, 3 und Hänschen klein ging allein. Fideralala. Was ist das? Kann ich auch nicht. Kannst du auch nicht. Komm, bist du aufgeregt? Tamara, müssen wir jetzt irgendwie retten? Vielleicht ein Lied ohne Text. Ein Lied ohne Text, ja, da kann er vielleicht. Okay. Magst du gerne Sport? Zieh mal doch wohl, oder? Welchen Sport magst du am liebsten? Rittersport. Marzipan. Ich fand das deswegen, du hast gleich ein kleines Solo, Jürgen. Vielleicht kannst du ein bisschen mitswingen mit dem Oberkörper. Gleich erst, wenn das Solo kommt. Bist du weit? Ja, hau rein. Ja, klar. Tamara, ja, wir können anfangen. Okay, dann geht's los. Also 1, 2, 3 und Mana. Ein Riesenapplaus
für die beiden. War das super hier vorne? Ihr seid der Meinung, die sind für die beiden einmal die Nummer 1. Brothers and sisters, we actually want to set a sign from Cologne, Germany, into the entire world. Peace is one of the most important things in our life, and every child has the right to live. Children are the future, and when children have no future, no one has a future. And now we sing one of the most popular songs from John Lennon, Imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. Isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living alive and free. Whoa, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Die Hände hoch und imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Whoa, whoa, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Ja. So, das war